Ja, Freunde, im Kampf gegen den unvollendeten Oscar und ich habe das Gefühl, es könnte gleich ziemlich wehtun. Guck gerade mal, wie es mit unserer Truppe aussieht. Esen reinwechseln, wäre geil, geht aber nicht. Weil Oscar gegen Erde nicht gerade empfindlich ist und so und die wenigen Windartes, die er drauf hat, also... Ich muss schauen, wenn ich da irgendwie am besten reinschicke und so. Mal schauen. Jo, das nennt man Diamantisierung. Coole Musik, war, wenn man das sagen darf. Alter, das setzt sich aber schon richtig gut ein. Eigentlich schon all das, was man so kennt und so. Natürlich, was ich überlegen kann, ja, was macht er anders, als wir es kennen aus Zestiria. Erstmal hat er nicht den Namen des Malers genannt, also einen wahren Namen nicht gegeben. Vermutlich auch keinen richtigen Herrscherpakt, vielleicht aber schon. Und es fehlt natürlich die Waffe. Die Herrscherwaffe. Wir erinnern uns, das war in Zestiria notwendig, damit Zoe mit jedem, ja, quasi einen Herrscherpakt oder neben Herrscherpakt eingehen konnte. So rum natürlich ein Schuh draus. War es immer für jedes Element quasi ein neues Item und das fehlt hier natürlich. Alter, das ist schon verdammt stark. Ah, 40, Ja, ich krieg ihn trotzdem hin, wenn ich noch viel mehr drauf zu bieten hat. Die Musik, hey. Ich verstehe gar nicht, wieso die Musik so abgeht, aber find's cool. Ich habe gerade auch überlegt, austauschen, aber ich glaube, ich lasse Magilu drin und zwar wegen der Arte-Verteidigung. Oscar setzt sowieso aus irgendwie Arte-Angriffe ein und ja, ich glaube auch ganz sinnvoll. So, Objekt würde ich gerne noch einsetzen wieder. Da war ja sowas von klar, dass noch was kommt. Jo, vielleicht tauscht sie mal ganz kurz aus, die gute Magilu. Wow, wäre beinahe auch drauf gegangen. Ah, kann ich austauschen, wenn die down sind. Das ist natürlich jetzt nicht geil. Ne, ich lasse Magilu drin. Er ist extra auf sie losgegangen, weil er wusste, okay, sie ist die stärkste von allen, die am meisten Ärger bereiten kann. Nein, Magilu, du hast mir geklaut. Welcher Seite bist du eigentlich, Magilu? Wow, das war aber knapp. So, lässt du gefälligst meine Freundin in Ruhe? So, ausweichen kann er gut, muss ich ihn lassen. Alle Heilmittel, muss er langsam rausballern. Ja, es war mir irgendwie schon klar, dass er da... Ich meine, wir kennen Amatisierung, ja, wir wissen, wie scheiße die sein kann. Muss er vorher platt machen, so einfach ist das. Vor allem erstmal gar, wenn die ganzen SK auffüllen könnte, aber haben wir natürlich nichts dafür, wa? Gut, Seelenflasche. Gerne noch ein bisschen behalten. 2 Esser wieder her. Oh, okay, dann haben wir doch. Ich sag jetzt nur 2, wa? Ne, ich lasse mal noch und gebe allen mal noch ein bisschen an Heiltrank und so. Kriegt auch präventiv, na super. Wie oft wohnt dann der Scheiß eigentlich noch? Oh, Okuro lebt noch. Und nämlich gerade selber, dass er noch lebt. Leck mich am Arsch. Dass es auf Magilu losgeht, hey. Kein Respekt vor der Damenwelt. Die Weasel, du hast einen Scheiß erzogen. Oh, scheiße. Ah! Nein! Oh, das haben wir es auswachen sollen. Ich kenn's doch in Trottel. Was machen die da? Ah, Roku ist down. Hätte mir mal einer sagen können. Haben wir genug krankes Leben, das ist gar kein Problem. Jetzt geht er natürlich auf Fluffy los. Vieh, nicht Fluffy. Es ist Vieh! Ey, wo bist du? Mir gehen die Optionen ein bisschen aus. Scheiß drauf.
So. Das war ganz wieder anders aus, wa? Er muss einen größeren Vorrat von den Dingen anschaffen. Mann, du gehst mir auf den Sack, hey. Der Stand Erde. Hm? Oh, bist gerade laut. Wow, 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 wow. Ey, 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 ey. Da oben ist er fies. Lass das. Und wird auch sauer. Haben wir primitiven Traubengelee. Dankeschön. Mann. Ja, ich weiß, dass du ein Arsch bist. Dankeschön. Trank des Lebens. Cool, wa? Ja, mir. So. Den halt. Hey! Velvet, falsche Seite! Ist auch zu schnell! So. Oscar, stop! This has gone far enough! No, it hasn't. You people hurt my sister. He's losing control of the Mola! Damn it! It's turning into a dragon! Velvet, quick! Devour that thing! Stop! He's still... You killed him. No, He was a good kid. He gave me this pair of earrings for my birthday. They're family heirlooms that were supposed to go to his fiancée, but he didn't know that at the time. I told him he should give them to the woman he cares most about in the world. And you know what he did? He smiled at me and said I was that woman. So sweet, so innocent. and you took him away! You killed my Oscar! How could you? How could you? How could you? No! Don't do it! You were so hurt. I'll get you all fixed up. Don't cry, Oscar. You're strong. You're so strong. Oscar. Teresa. Oscar. And we didn't even get the Therian we came for. Oscar came at him first. I had to. It was for Luffy. For my little brother. Und da stellt sich die Frage, wie weit wird Velvet noch gehen? Ich weiß echt nicht, was er sonst dazu sagen soll. Ja. Ich meine, Teresa hat sich mit dem Therian verbunden.
verbunden, verschmolzen, wie auch immer. Der heiße war schon von Bosheit befallen bei Oscar. Ich meine, ich hätte erstmal nachgeguckt, ist der wirklich tot? Weil, was hat sie getan? Sie hat ihn von hinten getroffen, man hat offensichtlich keine Wunde gesehen. Hätte auch sein können, dass sie im Prinzip nur den Malak ausgelöscht hat oder irgendwie nur eine Verbindung zwischen den beiden und so. Und er gar nicht tot wäre. Also ich hätte erstmal nachgeguckt, ob er sicher gewesen wäre, dass er tot ist. Trotz allem, wenn er wirklich tot ist, und die ist natürlich jetzt auch tot, das haben wir gesehen, weil Velvet hat sie aufgesaugt, ist es ein trauriges Ende. Und die Frage bleibt, wie weit wird Velvet noch gehen oder wird diese Erfahrung, dieses Ereignis Spuren hinterlassen? Das sicher. Aber wie weit oder wie tief diese Spuren sie selbst verändern werden, ihr Wesen, ihre Ambitionen, das ist eine ganz andere Frage. Oder war das vielleicht irgendwie der erste, vielleicht sogar erst der zweite oder dritte Schritt auf dem Weg zum Herrscher des Unheils, so wie wir ihn kennen aus Cestiria? Vollkommen vom Bosheit zerfressen? Tja, wer weiß. They're dead. No, not just dead. I killed them. I'm the same as Artorias. I killed her brother before her very eyes. It's not the same. It is the same! But I didn't have any choice! It was the only way to avenge you! It was all for you! I did it for you! I didn't want this! There's nowhere left to run. Nowhere for you or for me. Nowhere left. You all right? I ate too much. That's all. They were close. They supported each other ever since they were children. I just did to them what they were going to do to us. And who will killing them save? The soul of my murdered brother. Whatever the case, we messed up the Therian part of the plan. They're probably making a new one as we speak. There's no time to waste. Let's go back to the port and start our search. Yeah. Tja, bei der Furin-Suche mal einen Rückschlag erleben, das war klar. Had to do it. All of it. Velvet. Ich hätte gedacht, vielleicht komme ich jetzt rüber, weil ich ja quasi dann wieder mal aufgesogen oder so habe. Geht aber immer noch nicht. Oder mache ich irgendwie was falsch? Schade. Ja. Schiff ist zurück und so. Ja, es waren harte Kämpfe, das trotz allem. Aber wie geht die ganze Truppe weiter? Scout ship settings. All das für die Rache ihres verstorbenen Bruders, beziehungsweise natürlich für ihres geopferten Bruders. Und immer noch stellt sie die Frage, und die wurde natürlich jetzt noch viel mehr verdeutlicht, wie weit ist Velvet bereit zu gehen? Ich meine, wenn es am Schluss irgendwie heißt, ja, sie muss Rokuro acen, sie muss alle opfern, auch Laphicet, also ein kleiner sprich Vieh, um Artorias zu besiegen, wird sie auch so weit gehen. Für das Wohl eines Einzelnen, zumindest in ihren Augen, weil ganz ehrlich,
ob Laphicet das auch wollte, dass es so weit gehen würde. Zweifelhaft. Sehr, sehr zweifelhaft. Okay, muss irgendwie so I never machen. expected that Velvet would actually eat Teresa. What else could she do? We never expected that Teresa would be a Therian either. Velvet and Lady Teresa weren't so different. They both loved their brothers. Not everyone loves their brothers. Some just want them dead. So where does this leave us? It seems we must search for the new Therian that will fill the void left by Teresa. It won't be easy to find another who could become a Therian. Then it won't be easy for the Abbey either. And they still may not be able to awaken Innominat. We still can't assume that we're in the clear, though. No, we can't. If it takes time for the Therian to be reborn, this could be our chance to strike. Whatever happened, the Seven Therian's ties have been severed from Innominat. But we won't know if the Empyrean has been weakened until we find out for ourselves. I can try and see if I can sense the new Therian. So let's go back to the prison island first. But I think Velvet needs time to rest. Right. If we're gonna take down Artorias, she has to be there with us. Yeah. Ja, natürlich schon. Andererseits, ich meine, man könnte im Prinzip auch absuchen, wie viele Erdimpulspunkte es gibt, weil die Abtei wir kaum noch irgendwie in Therion dahin schicken, wo wir bereits waren. Beziehungsweise natürlich dort schon unsere Spionen und so weiter hätten auch Blut schwingen. Wäre es natürlich einfacher, versteht ihr? Und daher... Ja, was wollte ich gerade machen? Irgendwas hatte ich gerade noch im Hinterkopf zu tun. Ach ja, genau. Wollte ich nochmal ganz schnell durchgucken. Auch wegen Videl und so, aber es ist irgendwie nicht zu sehen. Sowieso keine Sidequest, die von Rokuro nicht, okay. First mate, there's trouble. We got an emergency message from Port Zexen. A ship carrying dozens of exorcists just set sail for Titania. They have orders to eliminate the Lord of Calamity. Yeesh. Looks like the hideout's not so hidden after all. It wasn't me. I didn't tell them anything. Then you won't have any problem helping us. We're rescuing the Therians. Of course not. I won't let them take Kamoana again. Wait, that information came from the Bloodwings? No, from a peddler I often do business with. Exorcist operations like this are usually kept a closely guarded secret. And you're telling me a regular civilian knew about it? You think it's a trap? Trap or not, we don't have a choice. Our enemies know the odds. If they've set a trap for us, that means they think they can win. The Armatus! Yes, they're likely to throw armatized exorcists at us. Even your demon arm can't eat Armati. You might just have a real problem on your hands. If I can't devour them, then we kill them. Yeah, if we overcome the Armati, we can win. Like with Oscar. But his Armatus was still incomplete. From what I could gather, if the Exorcist remains armatized for too long, their Moloch will turn into a dragon. But to prevent these dragons from running wild, Melchior embedded a self-destruction art in both Exorcist and Moloch. To think they would go that far. This is all just conjecture, of course, but we should prepare ourselves as best we can. Just make sure not to leave any regrets behind. Was war das gerade? Beam Fu ganz klein, Magilu plötzlich ernsthaft überlegt. Ey, ganz ehrlich. Ich hab viel mehr Angst um Magilu, wenn sie so ernsthaft überlegt. Was ist denn mit der Frau? Ja, eigentlich, vielleicht parten sie ein bisschen zu früh und so. Eine Falle, wie Esen gesagt hat, das klingt für mich auch so. Andererseits, haben sie schon davon erfahren, dass Oscar und Theresa, gut vermutlich Innominat, weil das Spiel natürlich auch, dass der Ding down ist oder tot ist oder so. Vielleicht spürt er ja sogar,
dass Aphelion sich mit Tirius verbunden hat und dadurch beide gestorben sind und das wegen Oscar, wegen seiner Amatisierung, kann natürlich sein, dass das irgendwie, ja, sag's mal so, dass Melchior das irgendwie unter Kontrolle hat, beziehungsweise nachverfolgen kann, ne? Weil er, wie es schon Magilu gesagt hat, Selbstzerstörung und so. Er wird da vielleicht auch irgendwie so ein, sag ich jetzt mal, eine Art eingebaut haben, mit dem man sie aufspüren kann und merkt, oh, der ist tot und so. Und dann haben sie gemerkt, oh, sind jetzt beide gestorben, okay, greifen wir Titania an. Ich meine, es wäre eine Option, die gar nicht mal so doof ist. Und es ist natürlich klar, wir müssen zurück nach Titania, wohin auch sonst. Die Frage ist, warte mal, Sechsenhafen, wo ist denn der überhaupt? Mal ganz kurz überlegen, Sechsenhafen hier. Ja, ich meine, die Frage natürlich, wo fangen die uns ab, wa? Hier dazwischen oder echt erst in Titania? Oder wenn wir in Titania ankommen, sind sie bereits da. Freundlich eine größere Lust, direkt loszufahren und alles noch auszukundschaften und so. Aber zum einen ist, ja, für mich auch schon bereits spät. Zum anderen, es könnte eine längere Zwischensequenz werden und so. Und deswegen würde man sagen, verschieben wir das auf die nächste Folge. Zum Schluss, auch wenn die Musik natürlich noch ganz traurig ist und so, nochmal kurz ein Gespräch anhören. I really can't fathom what the Abbey is doing. Even if they did let us know on purpose, why would they leave us be? I would have expected them to press the attack against us. Even if their aim is to capture our allies as some kind of leverage against us, their plan has too many holes. What if we decided to abandon Kamoana and the others? They'd be no closer to capturing Velvet. Do they actually want the Therians back? What are you saying? Why did Melchior place that illusion on a ball to lure Velvet in? That was so he could capture her, right? And in case he couldn't capture her, he could kill her and create another Therian. Okay, so if securing the Therians is so important to them, why would they throw Orthrus to the winds? That's a puzzler. Melchior was right there, and he didn't try to protect Orthrus at all. I don't understand it. It's like they're toying with us. I don't see any point in that either. They must know we won't give up. Actually, that could be close to the mark. What if they're just trying to rattle us? Everything would fit, including the assault on Titania. Whatever's going on, I don't think we're going to like it. Ja, was wären überhaupt, wenn es möglich wäre? Also ich stelle mir gerade so auch ein paar Theorien für mich so auf. Aber wer sagt denn, dass die Therians alle an unterschiedlichen Erdenimpulspunkten sein müssen? Was ist, wenn einer reicht und sie es bisher einfach aufgeteilt haben, weil es schwierig war, erstmal jeweils einen zu finden, logischerweise. Und dann natürlich auch noch dort in der Nähe irgendwo, weil ja klar, wenn sie nicht gerade irgendwie einen spezifisch erschaffen wollte, mussten sie einen nehmen, der gerade irgendwo in der Nähe ist und dann so einen Erdenimpulspunkt schaffen, logischerweise. Aber wir haben ja die Therians, die haben uns zumindest so weit gezähmt, was sie ja so weit nicht konnten, versteht ihr? Also kann dann natürlich auch so sein, dass sich die Exorzisten denken, okay, oder zumindest die Abtei denkt, okay, Velvet und Cole sind da, die sammeln die Therians zusammen, schön, bringen sie nach Titania, das haben sie mittlerweile herausgefunden. Dort ist sie ein Erdenimpulspunkt. Und sie brauchen einfach nur alle 7 an einem Ort. Momentan wären es mit Velvet ja 6, wenn sie auch da hinkommt. Der 7. ist natürlich jetzt tot. Vielleicht haben sie bereits einen 9 in der Obhut und so, sprich in der Hinterhand. Und schieben dann auch dorthin, dann sind plötzlich alle 7 da und Indominat erwacht. Auf einen Schlag. Könnte ich mir also auch mal vorstellen, dass das irgendwie zu ihrem Plan gehört, aber ganz ehrlich, ey, das momentan ist ja noch ein bisschen undurchsichtig, was irgendwie alles sein könnte oder was auch nicht. So, Eleanor, about that Armatus Oscar used, was that something the Abbey has been working on for a while? I was never involved in weapons development or anything like that, but I did hear of a secret research division. Word was that they were deciphering ancient scrolls and books coming from every corner of the Empire. Apparently, Teresa knew something of the ancient tongue, and they called her in to help from time to time. Did she work on Innominat's book? I was never privy to any of the details, but I think the books were mostly about controlling Malakim. Well, that Siegfried thing of Zavid's is some kind of power control device, right? The Abbey probably learned about Siegfried in one of those books, and realized they could use it to armatize. So Melchior tracked Zavid down and stole the formula. Makes sense. It was all so they could create the Armatus.
Will Ifrit be alright? Complete or not, they've seen that they can use the Armatus in battle. They have no use for him anymore. Let's get back to Titania, Eisen. I'll help out with the ship. Right. Let's set sail. Keine Verwendung mehr für Melchior. Wer es glaubt, wird selig, hä? Wollte mich sowieso gerade fragen. Ein ganz anderes Thema, wenn wir schon mal unsere Gruppe angucken, wie sie auch zusammengefunden haben und so. Weil bisher eigentlich relativ die Rollenverkleidung. Ist echt schon spät. Die Rollenverteilung war eigentlich so weit ja klar, sprich wer wen zum Gegner hat. Hä? Velvet, Arturius war klar. Luffy ist mittlerweile, dachte eigentlich Innomina, der vielleicht mittlerweile eher ein Malak Nummer 1, in der ähnlich begabt ist. Eleanor dachte ich ja ursprünglich vielleicht noch an Theresa. Mittlerweile, ja, wissen wir, das ist natürlich alles Humbug. Oscar ist auch schon Geschichte. Magidu ist sowieso noch ein Buch mit 7 Siegeln, von dem er gar keine Ahnung. Eleanor, mit wem sie sich anlegen soll, kein Schimmer. Bei ihm ist klar, es ist Rokuro und Hasten. Rokuro gegen Rokuro. Mann, dass bei Rokuro natürlich Shigure ist klar. Hasten, ursprünglich dachte ich Melchior, mittlerweile denke ich eher den Dämon, der bei ihm ist. Wieso? Wenn meine Vermutung stimmt, dann sehen wir es bald. Wenn der Dämon Wirklichkeit ist. Magilu. Irgendwie, was mir gerade so auffällt im Rückblick, eigentlich hatten alle schon mal ein bisschen mit Melchior zu tun. Zumindest entweder angesprochen oder so irgendwie. Also angesprochen oder gekämpft oder sowas in der Art. Aber Magilu? Noch nie. Wir wissen ja, dass sie auch mit Malak gegen eine Bindung eingehen kann. Eleanor dachte mal, sie wäre eine Exorzistin. Aber sie ist eigentlich eine Hexe. Bisher kennen wir keine anderen Hexen. Ne? Sie ist von dem her einzigartig. Melchior als Illusionist ist so, wie ich das sehe, ja auch einzigartig. Immer wenn es irgendwie Magilu über das Thema Melchior und so spricht, wird sie irgendwie ernst. Was ist, wenn Magilu mit Melchior mehr verbindet, als wir momentan ahnen? Vielleicht seine Schülerin, die sich auch optisch verändert hat, oder ja, wer auch immer, und deswegen Melchior sie nicht erkennt. Ich weiß auch hier wieder Fragen, aber es sind so ein paar Ideen, Theorien, die mir ja auftauchen. Wenn man sagen würde, okay, Magilu dann vielleicht gegen Melchior und Eleanor vielleicht gar nicht, weil sie gar nicht dazugehört. Versteht, sie ist nicht die eine, die ihn aus der Abtei befreien oder töten will oder sonst was in der Art. Nee, sie ist eigentlich doch eher diejenige, wo ich vermute, dass im Schluss halt die Abtei uns übernehmen wird, zumindest die Fügung davon. Ein Teil, Asen, wie es mit ihm weitergeht, wissen wir. Luffy ist eine Vermutung. Der Rest der Truppe, sprich Velve, Magilu, Rokuro, werden vielleicht sterben dabei. Wer weiß. Könnte wohl raus sein, war. Dass ein Großteil bei der finalen Schlacht stirbt und so. Ja, ein Comeback von Savida fehlt ja auch noch, und seine Drachen-Malak-Freundin da irgendwie auch noch, also... Freunde, es bleibt noch spannend hier bei Tales of Berseria. In nächster Folge dann zurück nach Titania, während sie was abgeht. Wenn wir Pech haben, gibt es eine große Offensive und wird richtig übel. Aber natürlich hat das natürlich auch einen Vorteil, dass es ein bisschen mehr Story gibt, wa? Levelmäßig 40. Ich schätze noch etwa 20 Level bis zum Endboss. Ja, es könnte ungefähr hinkommen, wa? Mittlerweile leveln wir auch ein bisschen schneller als früher. Wie dem auch sei, es ist und bleibt spannend. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und wieder mal bis zum nächsten Mal hier bei Tales of Berseria. Ciao zusammen.